Yo, imagine, ich würde einfach mal wieder ein normales Zweitkanal-Video hochladen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal. Endlich mal wieder von zu Hause aus. Ja, ich bin mal wieder zu Hause. Für 2 Tage tatsächlich. Ich war gerade in München. Bin jetzt wieder nach Hause gekommen. Ich bin sehr viel unterwegs. Ich weiß, ich bin sehr viel unterwegs. Es macht mir sehr Spaß, aber ich würde auch gerne mehr streamen und hier auf dem Zweitkanal ein bisschen mehr hochladen. Deshalb, sorry, tut mir leid. Füllkrug, Zeit war geisteskrank. Dann war Olympia, dann hatte ich Urlaub. Vorher war noch Trimax E-Roller-Tour. Davor das ganze Marathonprojekt, es waren so viele Sachen und jetzt im Dezember bin ich einen ganzen Monat im Zivildienst, weil ich in der Schweiz wohne und Zivildienst machen muss. Aber naja, in diesem Video wollte ich ein bisschen über den Tischtennis Creator Cup reden, denn die Leute, die mir auf Insta folgen, die wissen oder die haben schon gesehen, dass es diesen Sonntag einen Tischtennis Creator Cup gibt. Das ist das ähnliche wie der Darts Creator Cup, den es Anfang des Jahres gab, einfach mit Tischtennis. Bisschen andere Regeln, alles bisschen neuer, bisschen besser, aber grundsätzlich das gleiche Prinzip, denn ihr merkt wahrscheinlich schon, dieses Creator Cup Ding, das wird so ein bisschen eine Reihe. Wir haben sehr geile Sportarten im Kopf, vielleicht Paddel, vielleicht Tennis, vielleicht Badminton, Curling, Skifahren, man weiß es nicht. Falls ihr irgendwelche Sportarten habt, die ihr interessant fändet für so einen Cup, schreibt es mal in die Kommentare. Diese Cups sind so ein bisschen dafür da, Sportarten zu nehmen, wo jetzt, glaube ich mal, wenig Leute ein Streaming-Event daraus machen würden, weil es jetzt nicht die größten Sportarten sind. Solche Sportarten zu nehmen, Leute zu nehmen, die Bock auf diese Sportart haben, und dann ein Event zu machen, wie mit Darts, wie mit Tischtennis, vielleicht eben Badminton oder Paddel oder so. Und ich finde das ultra geil, weil mir, Frege oder Paulo Muck oder jetzt in diesem Falle Marc Eggers macht es einfach ultra viel Bock, einfach ein Event zu machen mit Sportarten, die wir mögen, weil ich glaube, das merkt man im Stream auch. So mäßig, ne? Und dann natürlich den Tischtennis-Champion von allen Creatoren zu küren. Ja. Ja, für die Leute, die sich fragen, wieso eigentlich Tischtennis? Einerseits wegen dem, was ich gerade erklärt habe, aber es gibt eine geile Story dazu, denn, guck mal hier, das hier ist der Darts Creator Cup Anfang dieses Jahres. Und dieses Event ist inspiriert von diesem Event. Das haben Maelo und ich vor 3 Jahren noch in der Schweizerdeutschen Zeit gemacht. Das war so ein Tischtennis-Event, gesponsert von Decathlon und Red Bull. War nicht so groß, haben wir alles selber produziert. Und dieses Event war inspiriert von diesem Stream, den ich und Maelo und ein paar Homies aus der Schweiz, glaube ich, in 2020 gemacht haben. Haben wir eine Turnhalle gemietet, Tischtennistisch hingestellt. Wir haben, by the way, diesen Tischtennistisch mit dem Bus dahin gefahren, also zusammengeklappt bei mir zu Hause in dem Bus und zur Halle hingestellt, dort gestreamt, war sehr funny und dann haben wir gemerkt, ey yo, das ist irgendwie ultra geil, lass es ein bisschen größer machen. Dann gab es eben dieses Event, dann dieses Event und jetzt diesen Sonntag den Tischtennis Creator Cup. Es ist vom Prinzip her eigentlich sehr ähnlich wie der Darts Creator Cup. 8 Teilnehmer, wir haben Paul Frege, Stefan Gehrig, Maelo, Mo, Marc Eggers, Abu Goku, Let's Hugo und ich. 8 Leute, die um den Titel des Tischtennis-Königs kämpfen. Ich kann nicht mehr reden und Nova moderiert das Ganze. Wir haben wieder die Straßenkicker-Base in Köln. Ich glaube, die meisten Leute streamen das Event auf ihren Twitch-Kanälen. Und ja, das ist so das Grobe. Es wird wieder 2 Gruppen geben, Gruppe A, Gruppe B. Wir werden in einem Insta-Stream auslosen, wer in der Gruppe A ist und wer in der Gruppe B ist, also jeweils 4 Leute. Die spielen dann in der Gruppenphase erstmal alle gegeneinander. Und danach spielt der Erste der Gruppe A gegen den 4. der Gruppe B und umgekehrt und der 2. der Gruppe A gegen den 3. der Gruppe B und umgekehrt. Und wer dann rausfliegt bzw. verliert, ist raus. Der ist raus aus dem Turnier. Das heißt, in der Gruppenphase kann man nicht rausfallen, in der K.O.-Phase kann man dann rausfallen. Ich habe ultra Bock. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, nicht so viel trainiert, wie ich wollte. Ich habe mir gesagt, ich weiß jetzt schon so, also fix ist das Turnier seit 2,5 Monaten, würde ich sagen, oder 2 Monaten. Und ich habe mir gesagt, yo, ich gehe 1 Monat so krass ins Trainingscamp rein. Guess what? Ich war mal wieder nur unterwegs und hab's mies verkackt. Deshalb hat das Ganze nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde abholen. Und ich weiß, Marc Eggers hat mit Stefan auf Mallorca extrem viel trainiert. Vorhand. Ich habe immer nur Vorhand gesehen. Und ich habe gegen Marc Eggers gespielt, als wir im Urlaub waren in Mallorca. Und ich sag mal so, das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. Ich habe allgemein das Gefühl, ich habe schon gegen Frege gespielt, gegen Marc. Ich glaube, das Level ist so relativ ähnlich. Es ist jetzt nicht ein Pro-Level, aber es ist so ein gutes Freizeit-Tischtennis-Ping-Pong-Level, was wir haben, was ja dann irgendwie auch interessant ist. Ich bin sehr gespannt auf Abu Goku, weil der hat immer gesagt, dass er sehr gut Tischtennis spielt. Ich glaube sogar, ich kann das glaube ich hier sagen, Abu Goku kommt zum Turnier mit seinem verfickten Trainer, Digga. Der kommt mit seinem Trainer zum Turnier. Ich habe keinen Trainer, niemand hat einen Trainer, Abu Goku hat anscheinend einen Trainer. Es kann sein, dass Abu Goku ultra gut ist und uns dann irgendwie auseinanderfickt, was ich jetzt nicht glaube oder was ich nicht hoffe, aber wir werden es sehen. Diesen Sonntag, 16 Uhr, bei mir auf Twitch, bei Marc auf Twitch,
bei Hugo auf Twitch, Abogoku auf Twitch, Maelo auf Twitch. Guckt vorbei, ich habe ultra Bock aufs Turnier. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an alle, die kommen, an alle, die zugucken und ans Management fürs Organisieren. Ich habe ultra Bock. Kommentiert irgendwelche Sportarten in die Caption, die ihr auch gerne mal bei so einem Creator Cup sehen wollt. Das können irgendwelche komischen Sportarten sein, wie zum Beispiel Dodgeball, wobei das hat Red Bull gemacht. Ich denke sehr an Paddle, ich denke sehr an Badminton, ich denke vielleicht sogar auch an Curling. So kleinere Sachen, die in einem Stream geil rüberkommen und die man gut produzieren kann und die einfach in erster Linie den Leuten, die mitmachen, einfach nur Bock machen. Das ist immer so ein bisschen die Voraussetzung. Ja, also in diesem Sinne, ich will gar nicht weiter labern. Alle Infos findet ihr auf Instagram. Diesen Sonntag ab 16 Uhr sind wir live. Tischtennis Creator Cup 2024. An alle Teilnehmer. Zieht euch warm an. Wieso klingt jetzt das Telefon? Tschüss!